Hi Friends, willkommen zurück bei «Los mal». Let's jump right into it, oder? Ich habe alle meine Uni-Prüfungen überstanden. Es war jetzt auch nicht so ein grosser Hassel, weil ich ja schon aufgegeben habe, bevor es überhaupt angefangen hat. To be fucking fair. Aber ihr habt euch jetzt ein Jahr lang sind wir auf die Eier, wortwörtlich, no joke, sorry, dass ich es so sage, aber sind wir auf die Eier gegangen. Von wegen, ja, wie ist es denn mit Psychologie? Und was muss ich eigentlich machen, um Psychologie studieren können? Und wie ist es eigentlich an der Fachhochschule? Leute, habt ihr das Gefühl, ich bin da die Studienberatung? Nein, aber heute tue ich euch in diesem Glauben bestärken, weil heute reden wir über das erste Jahr im Psychologiestudium von jemandem, der kein fucking Streber ist und das Leben nicht im Griff hat. Und von dem her bin ich auch kein guter Vergleich, weil Leute, in diesem Jahr habe ich mich auf alles andere fokussiert als auf die Uni. Also, ja. Ich glaube, ich habe innerhalb von dieser Zeit irgendwie 100'000 Followers auf Insta gained und 0% gelernt, was genau der Sigmund Freud wollte sagen. Aber ja, ich kann euch ja gleich mal erzählen, wie es... Sorry, Mikrofon ist am Sterben. Okay, ich muss mich anders positionieren anscheinend. Außerdem glaube ich, dass die Kamera überhaupt nicht fokussiert ist, aber es ist mir so scheißegal, weil ich kriege es einfach nicht an. Ich weiß nicht was. Es ist auf fucking Autofokus eingestellt, weil ich es selber schon nicht anbekomme und es tut halt gleich nicht Autofokussieren. Also lutsch du mehr, du scheiß Kamera. Ja, es gibt kein Live-Update, es ist hart nichts passiert seit letztem Mal. Das Heftigste sind wirklich so die Prüfungen, die jetzt in letzter Zeit gelaufen sind. Und ich habe gedacht, ja, ich erzähle euch einfach zuerst mal so allgemein meine Erfahrung vom Studium, wie es überhaupt aufgebaut ist, wie es so funktioniert und so, weil von außen, egal wie viel man darüber liest und so, man checkt es halt irgendwie einfach hart nicht. Also ich habe es auch nicht gecheckt, egal wie viele Leute mir davon erzählt haben. Von dem her weiss ich auch nicht, wie viel euch das bringt, wenn ich euch davon erzähle. Und danach beantworte ich einfach Fragen, die ihr mir auf Insta auf «Los mal», falls du mir kennt noch nicht folgst, geh auf Folgen, sonst verpasst du so Sachen, die ihr mir auf Insta gestellt habt. Weil so, weisst, haben wir the best of both worlds. Zuerst ein bisschen Theorie und danach kommt die Praxis. Hä? Ist gut? Gut. Also ich habe alles wieder, falls jemand mit Video am Schauen ist, sorry, ich bin am Handy, ich muss auf dem Handy nachschauen, weil, wie ihr wisst, ich habe kein Gedächtnis und sonst wüsste ich nicht, was ich da erzählen sollte. Genau, also, man nennt das erste Jahr in Psychologie Propädeutikum. Ich glaube, man nennt einfach allgemein so erste so Ausscheidungsjahr. Das ist einfach ein Propädeutikum. Das ist jetzt nicht nur auf Psychologie bezogen, das gibt es auch bei so Kunstschulen und so, habe ich gesehen. Als ich gegoogelt habe, sorry, ein bisschen ASMR. Wartet, wir machen ASMR. Trigger Warning, so Geräusch vom Maul. Okay. Das ist das Red Bull Grün an alle, die mich nicht kennen. Alle, die mich kennen, wissen, was es ist. Hätten sowieso gewusst, was es ist. Gut, also. Das erste Jahr heisst Propädeutikum. Und es dient zu wirklich so, dass du Grundlagen hast, um nachher irgendwie halt checken, was abgeht. Aber vor allem, glaube ich, auch zum so Ausschlussverfahren. So, die Schlechten gehen halt raus, die nicht lernen können, gehen raus, bla bla. Sie können nicht so viele Leute haben am Studieren, wie sich anmelden. Jeder will ja Psychologie studieren. Und du merkst dann auch schnell, dass es echt viel Stoff ist. Es sind 6 Fächer. Und du hast also, übrigens, ich war an der Uni Basel am Studieren. Bin noch, ja, was auch immer. Ich weiß nicht, wie es in Zürich ist. Man sagt ja oft, dass Zürich irgendwie schwieriger ist als Basel. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Juckt mich jetzt auch noch nicht. Naja, auf jeden Fall, du hast 6 Fächer. Forschungsmethode und Statistik. Also ich kann nicht mal meine Fächer auswendig. Forschungsmethode und Statistik. Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, biologische Grundlagen, das ist ein harter Ficker, Alter, Kognitionspsychologie und klinische Psychologie. Und das ist etwas, wo man vor dem Psychologiestudium hart nicht checkt. Du studierst nicht nur das letzte Fach, klinische Psychologie. Nein, das ist 1 von 6, was dir da am Anfang willkommen heißen wird. Es ist nicht einfach nur so, das sind die psychischen Störungen und so tut man sie behandeln. Erstens, das lernst du also so in die Tiefe, weiss ich nicht mal, ob du überhaupt während dem ganzen Psychologiestudium gehst, weil für das müsstest du ja eine therapeutische Ausbildung haben, um da von wegen Störungen behandeln und so weiter und so fort. So
vertieft geht das gar nicht. Sie sagen uns auch explizit, alles, was wir lernen, dürfen wir nicht anwenden. Wir dürfen das nicht irgendwie im Alltag irgendwie, ja, jetzt weiss ich ja, das ist ein Zeichen und so. Bro, nein, wir können nichts. Also, don't be fooled, du studierst da nicht, du wirst Therapeutin. Die allermeisten wollen das wahrscheinlich werden, die dort in diesem Raum hocken, aber die wenigsten werden es überhaupt werden. Irgendwie unser Professor hat irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat, dass irgendwie die Ausbildung insgesamt 200'000 Stutz kostet oder so, zum Therapeut werden. Das ist schon, das können nicht alle so. Das müsst ihr einfach mal so, wenn ihr, je nachdem, was ihr gerne für einen Beruf damit ausüben wollt, würde ich mich so früh wie möglich darüber informieren, wie man überhaupt dort ankommt und man das direkt nach dem Studium machen kann. Was viele auch nicht wissen, Psychologie tust du eigentlich nie nur den Bachelor abschließen. Psychologie ist ein Studium, wo du den Master auch dazu machen musst, um gute Aussichten zu haben. Was auch echt ein fetter Pain ist für mich persönlich, um mir etwas für die Zukunft vorstellen zu können. Wenn ich mir so denke, Bro, ich weiss nicht mal, wie ich so einen Bachelor bekommen soll und dann müsste ich noch den Master machen. Wisst ihr, was ich meine? Also falls du leicht überfordert bist wie ich, vielleicht nicht so nice. Genau, du sammelst, also eben, es sind Jahresprüfungen, du hast keine Semesterprüfung. Wir haben 2... Ich muss korpsen. Wir haben... Okay, also... Wir haben 2 Module gehabt, die wir haben müssen belegen. Die musst du einfach innerhalb des ganzen Bachelor mal absolviert haben, aber die meisten machen es halt im ersten Jahr, weil du dann keine Semesterprüfung hast und das ist dann zu dem Zeitpunkt, wo du eigentlich Semesterprüfungen hast, also im Winter. So vor Weihnachten hast du die 2 Prüfungen, die sind bei uns online gewesen. Du hast können cheaten. Ich sage nicht, dass ich gecheatet habe, falls das Uni Basel sieht, ich habe nicht gecheatet. Dort kriegst du pro Ding 3 Credit Points oder so und die musst du einfach irgendwann gemacht haben. Das eine ist History of Psychology und das andere ist Learning und die sind beide auf Englisch, das ist auch etwas. Vieles ist auf Englisch, ja. Ja, aber ein paar haben mich so gefragt, Bro, muss man Französisch können? Nein. Wann ist Forschung auf Französisch passiert? Das habe ich verpasst. Nein, man muss einfach Englisch können. Viele von den Texten, die man lesen muss, falls man sie überhaupt liest, sind auf Englisch. Forschung wird auf Englisch betätigt, oder? So, das ist die Sprache der universellen Forschung, so, musst du schon verstehen können, sonst hast du einen Pain. Es ist jetzt nicht so, dass du ausgelacht wirst, wenn du Scheiß, weißt du, so wie ein Bünzli redest oder so, überhaupt nicht. Aber einfach, Hauptsache du verstehst es, dann ist gut und recht. Ja, eben wegen der Jahresprüfungen. Du musst dir vorstellen, du hast 6 Prüfungen im Sommer. Und die 6 Prüfungen beinhalten alle den ganzen Stoff vom ganzen Jahr. Und es ist, wenn wir jetzt noch im Gymnasium sind oder so, Bro, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Stoff das ist. Skim ist ein Witz im Vergleich zu dem. Ich weiss nicht, wie zum Fick man das alles lernen sollte. Es geht halt auch darum, ja, Lernmethoden, du musst checken, was lernen, schaust all die Prüfungen an, siehst so, was einem Professor wichtig ist. So, man muss halt ein bisschen Hirn haben dahinter. Du lernst ja nicht alles auswendig. Aber es ist schon fucking viel, egal wie du es machst. Egal, auch wenn du probierst, so wenig wie möglich vom ganzen Stoff zu lernen, es ist trotzdem so viel aufs Mal. Und es sind insgesamt jetzt ohne die 2 Module hast du nachher, wenn du alles bestanden hast, 52 Credit Points gesammelt. Ein Credit Point sind wie viel? 30 bis 50 Arbeitsstunden oder so? Keine Ahnung, Alter. Ganz googeln, ganz ausrechnen, es ist viel Aufwand. Das ist normal. Also das ist jetzt nicht für das Psychologiestudium nur exklusiv, sondern so viele Credit Points sammelt, glaube ich, jeder im ersten Jahr, keine Ahnung. Ausser dort, wo du es aufteilen kannst und so 20 Jahre das Gleiche studieren kannst, ohne rausgefallen. Alle ausser Statistik geben für das ganze Jahr 8 Credit Points. Statistik gibt mehr. Statistik gibt 12 Credit Points. Das heisst, Statistik ist mehr Aufwand. Weil du hast noch ein Tutorat. Das Tutorat ist so, also bei uns auf jeden Fall, ich glaube, alle haben ein Tutorat im Studium. So, bei uns ist einfach, du hast dort im Statistikprogramm müssen arbeiten. Das Statistikprogramm heisst R, also R auf Englisch. Ich will gar nicht darüber reden. Das ist einfach Programmieren. Du musst lernen Programmieren in diesem Studium, weil das brauchst du zum Studien machen, zum Auswertungen machen. Haha, du hast 5000 Leute befragt,
2000 davon haben dies gesagt, die anderen haben das gesagt, so crazy. Und das lernst halt auch in der Vorlesung. Es ist halt, es gibt so viele verschiedene Arten, wie man etwas auswerten kann. Je nachdem, wie du es befragst. Zum Beispiel, keine Ahnung, hast du ein Interview gemacht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Hast du einen Fragebogen gemacht mit 1 bis 5 Auswahlmöglichkeiten? Hast du einen Fragebogen gemacht mit mein Lieblingsessen ist das und mein Lieblingsessen ist das? Oder hast du einen Fragebogen gemacht mit das schmeckt mir so gut von 1 bis 10 und das schmeckt mir so gut von 1 bis 10 und wisst ihr, was ich meine? Es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man etwas fragen kann und dann musst du auch ganz viele verschiedene Arten lernen, wie du es auswerten kannst, damit es auch in die Wissenschaft wieder zurückkommt, weil Psychologie ist sehr, sehr, sehr gross drin, dass sie ums Frecken Wissenschaft sein wollen. Sind es auch. Aber die Psychologie hat sich halt schon seit immer beweisen, weil ja, du siehst ja nicht, was im Kopf von Menschen abgeht und wie willst du das instrumentalisieren, bla bla bla. Und darum tun sie auch alles so hart Alter, mit Biologie und so verbinden. Macht ja Sinn, ist ja wirklich auch fair, wenn es eine Wissenschaft ist, müssen sie das auch. Aber es geht auch bei uns auf jeden Fall in Basel, ist extrem viel auch immer in der Vorlesung um das gegangen. So, ja, wir sind in der Wissenschaft und so macht man das Experiment. So, ja, wir haben es gecheckt. So, das ständige sich behaupten und so. Wir sind ja alle da, um das zu studieren. Logisch glauben wir daran, dass das Zeug Sinn macht und so. Darum, ja, das ist auch einfach eine grosse Sache. Es wird sehr viel gemacht, damit es auch wirklich wissenschaftlich zu und her geht. Das heisst, es ist eben nicht das so, ja, wir lernen da, wie man Leute therapiert und so. Nein, Bro, du studierst basically einfach das Hirn. So, es ist so viel Biologie und so viel Statistik einfach. Und es ist sehr abstrakt und trocken. Also bei gewissen Professoren, ich glaube, und Professorinnen, ja, wie auch immer. Es kommt wirklich mega auf die Person drauf an, ob du überhaupt in die Vorlesung gehst, ob du Bock hast, den Text zu lesen und so. Und logisch, wir sind alt genug, auch wenn die Person es mega scheiße unterrichtet, trotzdem dort hingehen und für sich selber und blablabla. Aber ich bin einfach noch nicht so weit gewesen. Darum, falls du dir überlegst, direkt nach dem Gym studieren, ich würde es dir abraten, ich würde sagen, mach einfach mal ein Zwischenjahr, weil ich persönlich bin mit 19 fucking einfach noch nicht so weit gewesen. Jetzt bin ich 20. Nein, aber auch jetzt, ich bin noch nicht so weit, dass ich die Vision vor meinen Augen habe und sehe, also, ja, das ist jetzt für meine Zukunft und ja, da gebe ich mir Mühe. So, es ist noch nicht von innen gekommen, dass ich so Bock hatte, um das zu studieren. Und wenn die so intrinsische Motivation, mal googlen, wenn das nicht gegeben ist, dann hast du also sorry, du musst wirklich wollen, das studieren, sonst kriegst du es nicht an, weil es ist wirklich viel. Und wenn es dich interessiert, dann ist auch alles einfacher und so weiter und so fort. Also, wir haben von den 6 Fächern geredet. Ich erzähle euch nachher noch spezifischer, um was es bei diesen Fächern genau geht. Ich habe extra googlen auf der Uni Basel-Seite. Bro, ich weiss es selber eigentlich nicht. Es vermischt sich halt auch mega viel. Du kannst es nicht so gut trennen in diese Fächer eigentlich. Aber was ich noch erwähnen muss, ist, in Basel auf jeden Fall, reicht das nicht nur, dass du die ganzen Fächer hast und innerhalb von der Psychologie deine Credit Points sammelst, sondern sie sind ja so woke und bla bla, dass sie ums Verrecken wollen, dass du noch ausserfakultäre Credit Points sammelst. Das heisst, außerhalb von deiner Fakultät, das heisst, du kannst alles belegen, was du willst. Englisch, Arabisch, irgendeinen Mathekurs. Ich persönlich habe Rechtsmedizin für Juristen gemacht und Tierethik. Einfach, ich frage mich nicht. Rechtsmedizin ist fucking traumatisierend. Geht nicht da rein, wenn ihr nicht grusige Bilder von toten Leuten gesehen habt. Ja, ich weiss gar nicht mehr, wie viel außerfakultäre Credit Points man haben muss. 15, glaube ich, um den Bachelor zu bekommen, sonst bekommst du den Bachelor nicht. Und das muss man halt auch so im Auge halten. Einfach innerhalb von diesen 3 Jahren musst du das irgendwann machen. Und das braucht natürlich auch Zeit. Und dort musst du auch Prüfungen schreiben. Ich habe meine sogar bestanden, Digga. Aber das bringt mir jetzt auch nicht mehr viel. He? Gut. Dann, das reicht auch nicht, du musst noch Unterschriften sammeln. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch am Anfang, ich habe das auch nicht gecheckt. Aber basically, du musst einfach bei Studien mitmachen, weil Psychologie lebt ja von Studien. Und es ist ein Ding innerhalb von der Psychologie, dass die zum Beispiel für ihre Bachelor- oder Masterarbeit irgendeine Befragung machen und so weiter, die machen das anhand von Psychologiestudenten, Studentinnen, weil
wir sind angewiesen auf die Unterschriften, die wir davon bekommen, dass wir dort teilgenommen haben. Und sie sind angewiesen auf Leute, die sich befragen lassen. So. Und wenn du nicht an diesen Studien teilnimmst, kriegst du keinen Bachelor. Du brauchst am Schluss vom Bachelor 60 Unterschriften. Eine halbe Unterschrift ist, glaube ich, eine halbe Stunde Aufwand. Also eine Unterschrift ist 1 Stunde Aufwand. Du brauchst 60 Stunden musst du in diese hure Studie investieren. Es geht meistens nicht so lange, wie es drauf steht und so. Zum Vergleichen, ich habe bis jetzt bei so 12 Studien mitgemacht. Ein paar kommen auch immer wieder, sind so über eine längere Zeitspanne und so. Und ich habe 18 Unterschriften. Also, ja, keine Ahnung, ob sich jemand unter dem etwas vorstellen kann. Ja. Also es sind sehr viele Sachen. Man denkt sich so, ja, die 6 Fächer, also das habe ich immer gedacht, und ich so überlegt habe, ja, schaffe ich das, kann ich das studieren, will ich das studieren, bla bla. Ich habe einfach so die 6 Fächer angeschaut und gedacht, ja, ist ja alles interessant und wir haben ja genug Zeit, um das zu lernen und so, und das ist schon gut. Aber alles, was noch dazu kommt, ich sage nicht, dass das jetzt ausschlaggebend ist, aber es ist trotzdem so, sie tun schon viel reinpressen in alles, was du irgendwie mitnehmen musst, um diesen scheiß Bachelor zu bekommen. Einfach, ich habe das nicht gecheckt und darum sage ich es jetzt euch, damit ihr das präsent habt. Also, reden wir über die Fächer an sich, ein bisschen spezifischer, also Forschungsmethode und Statistik. Der Forschungsmethodenteil ist Chili-Milli. Ausser man würde dort das Statistikprogramm mit einbeziehen. Das ist nicht chillig. Fuck you, R, Alter. Und ich glaube, R ist eben noch so etwas für Dumme, also weißt du, so for Dummies. Ich glaube, R so, du musst eigentlich keine Mathe können und ich kann es gleich nicht. Eben, man schaut auch so die wissenschaftlichen Grundlagen an, Befragungen, Auswertungen, Inferenz, Statistik, bla bla, Alter. Es ist halt mega wichtig eben für die Forschung und das ist ja so die grösste Frage wegen Statistik. Alle sind ja scheiße in Mathe, basically, wo Psychologie studieren wollen. Es wird nicht an dem scheitern. Du musst wirklich, also ich bin wirklich, wirklich scheiße in Mathe. Und ich glaube, wenn ich wirklich angesessen wäre und nur gelernt hätte, hätte ich das schon anbekommen. Aber du musst schon ein bisschen Mathe verstehen. Also, du musst halt so Konzept verstehen. Du musst nicht rechnen. Gross. Doch, es gibt schon ein paar Sachen, wo sie so waren, ja, aber das kannst du dann schon Kopf rechnen. Und ich so, Bro, Digga, was? Ja, nein, Taschenrechner gibt es keine an der Prüfung. Nachher an der Prüfung, Digga, hat es gleich geheißen, du darfst Taschenrechner brauchen. Es hätte mir nichts genützt, aber so danke für nichts. Aber ja, es ist nicht so schlimm, was Mathe angeht. Es ist einfach schlimm, was so Zahlenverständnis und so Diagramm und... Aber das ist in jedem, also jetzt nicht nur in Statistik, das zieht sich über jedes einzelne Fach. Du musst die ganze Zeit so Graphen interpretieren können, weil eben, es geht ja alles nur um die Auswertung von Daten, die sie von irgendwelchen Befragungen und Studien genommen haben und du musst es dann halt checken. Und ich check so Grafiken einfach hart nicht. Aber ich glaube, so die allgemeine Bevölkerung ist da ein bisschen besser drin als ich, also macht euch keine Sorgen. Und so einfach allgemein in den ganzen Fächern ist, glaube ich, so der Point eigentlich, dass man probiert, allgemeine Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Verhalten und Denken und so weiter und so fort zu finden. Keines von diesen Fächern sagt dir, so ist es und so reagiert jeder Mensch und darum ist das jetzt wissenschaftlich bewiesen. Alles ist immer nur, ja, wir haben das Muster gefunden. Das könnte darauf hinweisen, dass bla bla bla. Man hört, glaube ich, Gogo bellen im Hintergrund. Die dumme Sau ist den ganzen Tag am Bellen. Ja, und so ist es auch jetzt Kognitionspsychologie. Machen wir weiter. Da geht es um die ganzen kognitiven Leistungen. Also alles, was im Brain abgeht, Prozess, bla bla bla, bezüglich der Wahrnehmung, dem Gedächtnis, dem Denken, dem Reden und auch dem Sprachverständnis. Dann noch, wie sich Funktionen und so weiterentwickelt haben, also so evolutionär, von wo sind wir gekommen, wo sind wir jetzt, wie ist das passiert, aufgrund von was, bla bla. Dann geht es auch noch viel um so motivationale Sachen, also was ist der Antrieb hinter dem Handeln und so weiter. Aber vor allem, also ich glaube, es ist sehr... Wir hatten einen Professor gehabt, bei dem war es super simpel. Beim nächsten, Bro, die Leute, die in Basel studieren, wissen genau, was ich meine. Der ist einfach schrecklich. Den hat man auch in anderen Fächern. Der ist einfach so einer, der einfach raushängen lassen muss, wie fucking gescheit er ist. Und dass er immer 100-mal mehr wissen wird als wir und wir definitiv seine Prüfungen nicht bestehen müssen.
ohne Cheaten. Ja, dann Sozialpsychologie geht so ums Fühlen und Denken und Verhalten und so so wie Menschen Situationen beurteilen und wie Menschen andere Leute wahrnehmen. Das ist immer so im sozialen Kontext, in Sozialpsychologie, so in Gruppen. Wie, so, wenn du außerhalb von einer Gruppe bist, bla bla bla, so alles. Einstellungen, was habe ich noch aufgeschrieben? Ah ja, soziale Identität, wie siehst du dich selber, Beziehungen, wie du dich in so Situationen verhaltest, wo zum Beispiel jemand Hilfe braucht, wie wird Verantwortung aufgeteilt, bla bla. Es gibt halt mega viele Experimente zu Sozialpsychologie, wo so Sachen... Also ich glaube, das meiste, wo im Alltag über Psychologie weisst eigentlich von der Sozialpsychologie. So die berühmten Experimente und so, kommt alles von dort. Dann auch noch so Aggression und so, bla bla. Ja. Wir hatten dort einen Dozent, der hat einfach so immer am Anfang, also das erste halbe Jahr haben wir da gehabt, tue ich mich eigentlich incriminaten, indem ich da so sage, wer komisches Zeug macht. Ich sage ja keinen Namen. Also Leute, stellt euch vor, alles, was ich erzähle, ist nur ein Traum. Gut, jetzt habe ich mich gesaved. Der hat einfach so am Anfang von ein halbes Jahr lang, Alter, es ist eine Vorlesung vom irgendwie 5 Uhr bis um Viertel vor 7 Uhr oder so, Digga, kommt der und sagt erstmal, jetzt machen Sie Ihre Augen zu. Stellen Sie sich vor, Sie sehen einen Mann vor sich, der hat 2 blaue Augen. So, und jetzt stellen... Weißt du, so, Bro, Alter, wir sind alle am Einpennen dort. Keine Ahnung, ich schwöre euch, ich habe keine Ahnung, was das erste halbe Jahr abgegangen ist, weil ich dem Typ nicht zuhören konnte. Das ist eben das, was ich meine, so, es kommt wirklich darauf an, ob er spannend redet oder nicht. Es hat auch gewisse Dozenten, da haben wir einen Crush drauf. Einen spezifisch. Also, ich will nicht weiter darüber reden, aber ganz viele Leute haben einen Crush auf 2 Dozenten. Und für mich macht es Sinn, weil die Psychologiestudenten und Studentinnen haben alle ein bisschen Issues. Ja, ich fucking tue das Vorurteil bekräftigen. Es ist wirklich so, Bro. Und alle denken so, ja, der könnte meine Daddy-Issues fixen. Ja. Ich hoffe, die Person hört das nie im Leben, Alter. Also, es kommt nicht von mir. Ich habe einfach da ein bisschen die Ohren offen gehalten, was die Leute sagen. Gut, Entwicklungspsychologie, Bro, das ist so eine Pain, das ist auch so gefühlt halbers, wirst du einfach Hebamme oder so. Sie nennen es intrauterine Entwicklung oder so ein Scheiß. So, Bro, Digga, ich muss wissen, in welcher Schwangerschaftswoche was passiert und wo sich was entwickelt und was ist mit der Fruchtblase, mit dem Fruchtwasser und das Kind, wenn du das Experiment wie der Golf, wo es nach der Geburt irgendwie an einem Wattestäbchen schmeckt, wo mit Fruchtwasser getränkt ist von einer fremden Frau und von der eigenen Mami und da schmeckt es einen Unterschied. Ich will einfach gar nicht daran denken. Ja, also eigentlich geht es in der Entwicklungspsychologie steht auf der Seite um Veränderungen vom Menschen während dem ganzen Leben. Also, ihr dürft euch vorstellen, was ihr alles lernt. Es geht wirklich von im Bauch drinnen bis ins Erwachsenenleben. Musst du einfach so jede Phase und jedes wissen. Sie schreiben dann legit, also in der Prüfung ist so dran gekommen, nach 1 Jahr und 4 Monaten ist das Kind dort und dort. Und dann kann es aber sein, dass die richtige Antwort ist, nach 1 Jahr und 6 Monaten. Und das musst du dir halt alles über ganz viele verschiedene Sachen merken. Und das war auch schon wieder so etwas, was mich persönlich überfordert hat. So, Bro, ich kann mir nicht merken, ob jetzt nach 1 Jahr und 4 Monaten oder 1 Jahr und 5 Monaten der Golf jetzt schmecken kann, wo es Gacki ist. Das ist jetzt obviously, falls es jemand glaubt, kein echtes Beispiel. Mir fallen einfach keine besseren Beispiele ein. Ja, und dann was? Aufbau von relevanten Funktions- und Verhaltenssystemen. Ja, einfach so, wie wird der Mensch zu so einem denkenden Wesen, wie wir sind und was für Sachen können Auswirkungen auf die Entwicklung haben. Was sehr wichtig und sehr spannend ist in diesem ganzen Fach, wenigstens etwas, ist so Prävention von Entwicklungsstörungen und so weiter und so fort. Und auch die Intervention, wenn jetzt halt etwas nicht gut gelaufen ist, bla bla, weißt, zum Beispiel so Rauchen während der Schwangerschaft oder auch sonst schlimmere Sachen. Ja. Dann klinische Psychologie, der All-Time-Favorite von allen Leuten, weil wir wollen ja alle Therapeuten werden. Dort geht es um so viel mehr als nur so, ja, also Depressionen sehen so und so aus und äußern sich so. Bro, nein, das wäre ja wirklich noch
Das wäre sehr, sehr spannend. Aber es geht leider nicht nur um das. Es geht in der klinischen Psychologie am meisten vor allem wirklich um Statistik wieder. Es geht um so Sachen wie Äthiologie, Epidemiologie. Googlet, was das heisst, bitte. Ich weiß es selber nicht ganz. So innerhalb von welcher Zeit sind wie viele Leute an dem erkrankt und innerhalb von der ganzen Lebzeit, dem sagen wir, glaube ich, Lebenszeitprävalenz oder so ein Scheiß. Wie viele haben innerhalb von einer Lebzeit die Krankheit oder Symptome davon und bla bla bla. Es ist alles wieder so sehr viel Datenerhebung und du probierst ja eben wieder so Gesetzmäßigkeiten finden. Vielleicht auch innerhalb von gewissen Kulturen kommt das und das häufiger vor, das und das gar nicht, bla bla. Wie macht man das? Wie tut man in der ganzen Bevölkerung etwas verbessern? Was für Massnahmen könnte man? Es geht auch viel um Prävention und so. Aber auch viel um so... Es ist immer so ein Zusammenspiel von Biologie, soziale und entwicklungsbezogene so Prozesse, kognitive und emotionale, also innerlich und irgendetwas beißt mich, Alter. Also nicht nur das Gefühl, sondern auch wirklich, was passiert im Brain, was für chemische Imbalances hast du, eben zum Beispiel, wenn dein Hirn zu wenig Dopamin ausschüttet und so weiter und so fort. Das hängt ja alles zusammen. Und da ist einfach auch wieder viel Biologie, Neurobiologie spezifisch und es ist sehr komplex. Es gibt auch, wenn du dich für das interessierst, hast du sicher auch schon davon gehört. Es gibt so Diagnosehandbücher, DSM oder ICD. Da musst du auch ganz viel darüber wissen. In welchem Kapitel kommt was vor? Gehört das jetzt zum Kapitel Angststörungen? Bla bla, so weiter und so fort. Ja. Also das ist ein sehr grosses Fach. Das ist natürlich auch mega wichtig. Und das ist wirklich eines, was ich selber sogar spannend gefunden habe. Alles, auch wenn es viel mit Statistik und so zu tun hat, ich habe es dann halt nicht gecheckt. Du musst auch viele Sachen ausrechnen. Hättet ihr das gedacht, klinische Psychologie, man muss Sachen ausrechnen. Es ist wirklich ein Arschbums, das ganze Studium, muss ich jetzt einfach mal ehrlich kurz sagen. Ja. Oh, wir haben noch ein Fach, sorry. Biologische Grundlagen. Also, hört zu. Ich bin bambuselt worden und ich erkläre euch jetzt, wie. Alle immer so, ja, also vor biologischen Grundlagen musst du einfach hart keine Angst haben, weil der Dozent gibt immer alle Fragen raus zuerst, dann kannst du die einfach auswendig lernen und kriegst einen Sechser. Turns out, er darf das seit unserem Jahr nicht mehr machen, weil, keine Ahnung, alle Studien, die Menschen an der Uni haben das gecheckt und es ist ja nicht so super, dass der Schnitt immer so hoch war. Jetzt hat er dieses Jahr einfach nur die Hälfte der Fragen gleich gemacht wie die anderen Prüfungen. Ist ja eigentlich auch fair. Und dann hat er, glaube ich, sogar so gemacht, dass einfach zufälligerweise, wenn du die Hälfte der Fragen richtig hast, hast du einen Vierer und kommst durch. Ich habe das eigentlich hart nicht mitbekommen, darum habe ich die Frage auch nicht auswendig gelernt. Aber einfach rein an sich, das Hurenfach, Leute, ich habe nochmal das durchgelesen, was auf der Homepage steht dazu. Und habe einfach plötzlich gecheckt, wieso ich nichts check. Ich habe gedacht, biologische Grundlagen, ja, wir schauen da so ein bisschen Hormon, Serotonin, Adrenalin, Dopamin, bla. Nein, ich lese euch vor. Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Neurobiologie, der Neurophysiologie, was ist gestanden? Keine Ahnung, Physiologie und Neuroanatomie, vor allem einzelne Nervenzellen, aber auch die Gehirnstruktur. Digga, ich sage euch, Bro, es wird so fucking auf Mikroebene darauf eingegangen, wie genau der scheiß Hirn funktioniert und Zellen und bla bla, Neurotransmitter und dort macht's auf und bla bla bla. Leute, ich habe Wörter jetzt, wo ich nicht mal beim Durchlesen konnte langsam durchlesen. Oligodendrozyten. Digga, Bro, was? Was? Ich habe nicht gewusst, dass ich fucking Neurobiologin werden, wenn ich Psychologie studiere. Aber macht euch gefasst. Und ich habe nichts gecheckt. Absolut nichts. Dann hat er noch so, plötzlich kommt so, ja, also das ist nicht so wichtig, aber eigentlich müsst ihr auch noch wissen, wie Röntgen funktioniert. Dann fällt er so eine fucking Physikstunde mit uns machen. I did not sign up for this, aber ja. Er war ein sehr netter Dozent. Er war sehr ein lustiger. Wir haben dann herausgefunden, er ist ein harter SVPler. Dann haben die Leute angefangen, ihn ein bisschen zu haten, weil wir sind immer noch bei Basel. Aber an sich so, wenn das ein anderer Dozent gewesen wäre, ich schwöre es euch, ich hätte noch weniger gecheckt. Das ist einfach sehr komplex. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu euren Fragen, weil ich habe euch alles über das Studium erzählt. Ich sage euch ehrlich, für mich ein Ding der Unmöglichkeit, so viel Zeug auswendig lernen bei mir. Egal wie viel ich lernen würde, ich habe jetzt nicht so viel gelernt, aber egal wie viel ich lernen würde, es wird bei mir immer schlussendlich nur ums Glück gehen.
was für Fragen dran kommen. Und es ist ja alles Multiple Choice. Muss man, das kann ich noch erzählen. Also die Prüfungen, die Hälfte der Fragen sind 50 Fragen normalerweise, ein paar haben auch 40 gemacht, keine Ahnung wieso. Die Hälfte der Fragen sind immer A-Fragen. Dem sagt man, wenn du irgendwie Auswahlmöglichkeit von 4 Antworten hast und einfach eine stimmt. Das ist ja eigentlich noch okay. Weißt, eins stimmt und du weißt, nur eins kann stimmen. Die andere Hälfte der Fragen sind ich weiß nicht, ob alle, ich komme eben nicht raus, was der Unterschied zwischen K'-Fragen und MC-Fragen sind. Ich sage jetzt einfach K', weil sie uns das die ganze Zeit gesagt haben, bis dann plötzlich jemand gesagt hat, ja, meine sind ja MC-Fragen und keine K'-Fragen, ja, ich check nichts mehr. Dort ist es so, du hast irgendwie 4 oder 5 Auswahlmöglichkeiten und du musst bei jedem Einzelnen entscheiden, stimmt das oder stimmt es nicht. Das heisst, du hast quasi ja, du hast einfach immer eine Kombination, oder? Und sie machen es eben so, dass wenn du dort etwas falsch hast, hast du gerade gar keinen Punkt. Das heisst, es bringt dir nichts, wenn du 3 von 4 richtig angekreuzelt hast. Wenn du das 4. falsch hast, kriegst du nicht mehr einen halben Punkt oder so, du kriegst nichts. Das heisst, es geht auch sehr schnell, bis man halt fucking keine Punkte mehr hat in diesen Prüfungen. Und bestanden haben wir bei 60%. Normalerweise. Aber amigs sind sie es auch anpassen, weil wirklich gewisse Prüfungen recht scheiße rauskommen und dann müssen sie etwas machen. Aber ich suche jetzt hier eure Fragen raus. Die erste Frage, die ich sehe, ist einfach so, kannst du nachher irgendetwas machen außer Psychologie-Lehrperson? Was ist das Erste, wo ihr daran denkt, wenn ihr an das Psychologiestudium denkt, dass man Lehrperson wird? Bro, wie wäre es mit Therapeutin? Das ist halt so das Häufigste, was Leute werden wollen, aber du kannst auch Sachen im HR machen, so im Sinne von, du kannst auch so Workshops, du kannst in der Prävention arbeiten, du kannst auch zum Beispiel so Schulpsychologin, so Sachen, oder auch in einem Heim oder so, die Ansprechperson sein, so einfach halt ein Psychologe, oder? Kannst auch so, wahrscheinlich kannst du dich so selbstständig machen und so sagen, ich bin Motivational Coach und so Zeug. Ich weiss nicht, wie es da aussieht, was am häufigsten gemacht wird nach dem Studium, to be honest. Marketing ist auch eine sehr grosse Sache, Leute. Werbung, Polizei gibt es, glaube ich, auch Sachen, die man machen kann. Keine Ahnung, googelt. Für irgendetwas gibt es Google. So Sachen weiss ich wirklich nicht so gut. Wann bekommst du das Prüfungsergebnis? Ich glaube, ab jetzt könnte es bis zu 2 Wochen gehen, bis ich es weiss. Aber es gibt da nicht sehr viel. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass ich nichts bestanden habe. Hast du jetzt wirklich abgebrochen? Ich weiß nicht, von wo sich. Ich habe einmal im Live gesagt, so ja Leute, ich habe mir einfach nicht so Mühe gegeben für die Prüfungen, weil es für mich klar war, dass ich das nicht anbekomme und nicht sicher war, ob ich das überhaupt will. Was ich vielleicht vorher auch noch hätte sagen, es ist sehr normal im Psychologiestudium, dass du 2 Anläufe brauchst. Du darfst auch nur 2 Anläufe haben. Nachdem du das zweite Mal die Prüfungen verkackt hast an der Uni Basel, bist du gesperrt von der Uni Basel für 10 Jahre und dann musst du auf Zürich oder Bern gehen und kannst es dort nochmal probieren. Aber eigentlich ist es mega normal, dass man das Zeug nicht besteht und so und dann halt nochmal macht. Ich glaube allgemein an der Uni wahrscheinlich auch so mega viel sagen, ja, du brauchst einfach einmal, wo du so durchgehst, um so zu sehen, wie es ist und so und nachher gibst du dir richtig Mühe. Aber ich habe nicht abgebrochen. Ich würde jetzt einfach quasi ein Zwischenjahr machen, wenn ich das nicht bestand, was ich nicht bestand, wisst ihr, was ich meine? Anstatt jetzt im Juli die Nachholprüfungen machen und nochmal verkacken. Wie ist Studentenleben so? Ich lebe halt kein Studentenleben. Ich muss mir vorstellen, ich bin quasi Vollzeit Content Creator, also das klingt verdammt dumm, aber so, ich mache das gefühlt 24/7. Ich wohne daheim, ich wohne auf dem Land, ich bin jetzt nicht in einer WG, ich bin auch nicht, also wir haben halt irgendwie eine Vorlesung am Tag gehabt, wo 2 Stunden geht. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist nicht, du bist nicht oft mit diesen Leuten, aber so, was ich kann sagen, die Leute sind nicht reifer, die Leute sind nicht erwachsener. Es ist nicht so, dass du denkst, weißt du, im Gym haben wir immer gedacht, so, ja, dann sind dann alle sind dann auch gern dort und sind auch nett und sind erwachsen und nicht mehr so Kindergarten wie im Gym. Bro, das ist genau so ein Kindergarten. Leute sind genauso mühsam, Leute haben genauso eine dumme Fresse hintendurch. Leute streiten im Gruppenchat, Leute schreiben komisches Zeug, wenn du die Möglichkeit hast, auf der Tafel etwas zu schreiben. So, es ist immer noch genau das Gleiche. Aber es ist viel mehr, du bist viel mehr selbstständig und ich habe das Gefühl, man verbringt auch viel mehr Zeit allein, weil so im Gym, du bist den ganzen Tag mit Leuten, jetzt plötzlich nicht mehr. Und du musst dir einfach deine Zeit mega gut einteilen können, wenn du das schaffen willst. Was ich ja jetzt nicht so von mir selber behaupten habe können.
mega viele fragen, wieso habe ich mich für das Studium entschieden? Es ist ganz einfach, mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen. Das ist ja eigentlich auch nie eine gute Idee, aufgrund von dieser Motivation etwas zu machen. So, ja, ich habe einfach nichts Besseres gefunden. Ja, Bro, dann überleg doch einfach noch kurz, ob das so wirklich für dich stimmt. Für mich war es einfach so, ich habe Psychologie als Schwerpunktfach gehabt, ich habe es spannend gefunden, ich habe gewusst, ich bin nicht schlecht drin. Ich habe gewusst, Sprachen könnte ich eigentlich besser, aber Sprachen will ich irgendwie nicht studieren, weil das juckt mich nicht. Was soll ich Französisch studieren, Digga? So, und dann habe ich auch Psychologie gemacht. Ohne grossen Hintergedanken. Kommt viel Sigmund Freud. Ja, relativ, also ich finde für das, dass es eigentlich relativ irrelevant ist, kommt viel von ihm vor. Zum Beispiel jetzt auch in dem History of Psychology, weil er ist halt trotzdem einer von der quasi Begründer von der ganzen Psychotherapie und so. Und es ist einfach wichtig, ihn mit einbeziehen und dann aber weiter hinausgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass in der Vorlesung hörst du, ja, Sigmund Freud ist so eine gute und es macht alles Sinn, was er sagt, sondern es geht einfach darum, wie haben die Leute angefangen, überhaupt in das Thema hineinzukommen und wie haben sie es begründet und wie ist es zu einer Wissenschaft geworden. Ist es wirklich so, dass man easy rausgehen kann? Ja, ich würde schon sagen. Ist es stressig? Ja. Während dem Jahr nicht so, weil du hast halt mega viel Zeit und dann denkst du so, ja, das kriege ich schon noch an, aber du hast halt immer so das Unterbewusste, so, ja, eigentlich wüsste ich, dass ich jetzt gerade etwas machen muss. Und im Psychologiestudium, du musst so viel lesen, in jedem Fach sagen so, ja, auf nächste Woche, so gefühlt 40 Kapitel, Digga. Das ist einfach, eben, du musst einfach das alles einplanen und sonst machst du es nie und dann bist du hinten drin und dann denkst du die ganze Zeit drauf, fuck, jetzt bin ich hinten drin und jetzt kann ich es nicht mehr aufholen und jetzt ist schon verkackt. So, das ist einfach viel mental stressig, sonst tust du nicht so viele Vorlesungen, du hast nichts, was du abgeben musst, so, das ist eigentlich noch gut. Muss man fürs Studium mental gesund sein? Wenn ja, warum? Also, sie kommen nicht und führen mit dir einen Check aus und sind so, ja, hey, hast du irgendeine Krankheit oder nicht? Aber zum Beispiel, wenn du Therapeutin werden, dann musst du selber erst in Therapie, in dieser ganzen Ausbildung. Aber das kommt ja dann erst später. Und wenn du dann wahrscheinlich nicht aufzeigen kannst, dass du gut funktionierst und so, dann kannst du einfach nicht Therapeut werden. Aber sonst, ich würde einfach für deine eigene Sanity würde ich einfach sagen, es würde Sinn machen, hättest du kein grosses Problem, weil du wirst jeden Tag dich damit befassen müssen, was sind psychische Störungen, was ist dies, was ist das, was sind Symptome von dem. Wenn dich das triggert, zu hören, dass zum Beispiel bei Depressionen häufige Verhaltensdinge sein können, dass man sich selbst verletzt, wie willst du in einer Vorlesung sitzen, wo sie explizit über das reden? Also sie geben sich schon auch Mühe, oder auch zum Beispiel bei Essstörungen tun sie auch sehr sensibel darüber reden, weil sie wissen, das betrifft sehr viele Leute. Aber irgendwie wird es ja gleich immer wieder aufgegriffen und du musst Text lesen und du musst Studien dazu lesen und ich glaube, wenn man nicht wirklich im Top-Zustand ist, dann passiert es auch sehr schnell, dass man das alles liest und es überschneidet sich ja auch alles. Du kannst bei verschiedenen Störungen oder Krankheiten hast du gleiche Symptome. Dann bist du plötzlich so, oh ja, also ich weiss ja eigentlich, ich habe eine Angststörung, zum Beispiel, wenn du das hast, aber jetzt steht das auch noch bei Depressionen das Gleiche und jetzt steht noch dort und dort und so. Und dann kommst du in so ein Ding rein, vielleicht, wo du dich so verkopfst über die ganzen Symptome, die du lesest und so und dann plötzlich so bist du so, ich habe das. Wieso, wenn man auf TikTok rumscrollt und so ist 5 signs you might have ADHD und nachher laufst du um und bist so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe ADHS. Weißt du, so, ich weiß nicht. Ich glaube, eine gewisse Stabilität ist gut. Logisch ist kein Kriterium, aber ich meine jetzt einfach so, von sich selber aus wäre es gut, das sicherzustellen, glaube ich. Aber wann befasst man sich im Studium so wirklich mit Psychologie? Von Anfang an, du studierst literally Psychologie. Du kannst dich mit nichts anderem befassen. Lernt man dort die Körpersprache von anderen lesen? Ja, also es gibt schon, ich weiß nicht, inwiefern das noch vertieft wird, logischerweise. Ich rede jetzt immer noch nur vom ersten Jahr. Aber es wird schon ein bisschen so darauf eingegangen, was Zeichen sein könnten, dass jemand lügt und so. Aber es ist jetzt nie so, dass es so ist, so, Leute, jetzt üben wir das aneinander. Jetzt kommt da einer und tut so, als würde er lügen. Hast du es erkannt? Oder dass man so Videos schaut? Also nein, nicht wirklich. Also eben, wie ich auch probiert habe zu sagen, so, Psychologie geht viel weniger um so Sachen und viel mehr um den wissenschaftlichen Aspekt und Sachen, die man beweisen kann. Und das sind jetzt eher so Sachen, ja, es gibt Bücher darüber und so, aber es ist jetzt nicht
ein Main Focus von der ganzen Psychologie, würde ich mal behaupten. Was für einen Schnitt bist du reingekommen? Mit keinem, du kommst einfach mit der Matur rein, du brauchst keine Qualifikation, außer einfach dein Maturzeugnis dafür. Hast du dort Kollegen kennengelernt? Ja. Und ihr werdet alle auch Kollegen im Studium finden, glaubt mir. Glaubst du, kannst jetzt Menschen besser lesen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe das vorher genauso gut oder schlecht können wie jetzt, weil man lernt das auch nicht. Mir fallen vielleicht mehr Sachen auf, weil wir sehr viel über so Verhaltensweisen und so reden, fällt mir vielleicht auf, oh, die Person macht das und das mega oft oder so. Aber das ist mir auch schon vorher aufgefallen. Ich glaube, wenn du kein Auge dafür hast, dann kommt das auch nicht so wirklich. Aber nein, so crazy jetzt nicht. Wieso hast du keine Lehre gemacht? Das hat ja mal hart nichts mit dem Psychologiestudium zu tun, aber für eine Lehre hätte ich mich ja schon lange entscheiden müssen, wenn es um das geht, weil ich habe mich ja schon für das Chemie entschieden, wo man sich eigentlich für eine Lehre entscheiden hätte können. Für mich eine Lehre ist einfach nicht eine Option in diesem Alter, weil ich nie gewusst hätte, was machen. Auch jetzt denke ich mir, es gibt jetzt keine Lehre, die mich anmacht, wo ich so denke, oh ja, das würde ich gerne machen. Und ich finde einfach mit so 14, 15, bin ich nicht qualifiziert dafür auszusuchen, mit was ich mein Geld verdienen will. So. Für mich hat es auch gepasst, dass ich weiter in die Schule gegangen bin und mal so ein bisschen erwachsen geworden bin. Herrscht ein grosser Leistungsdruck so untereinander? Nein, ich glaube, so im Vergleich zu anderen Studiengängen ist es im Psychologiestudium sehr nett so. Die Leute sind ja sehr hilfsbereit und es werden Sachen in den Chat geschickt und «Schau, da habe ich noch etwas gefunden». Und so, die Leute fragen immer etwas und es antwortet auch immer jemand und so. Aber jetzt so kurz vor den Prüfungen hat es schon ein paar eben so Streit im Chat gegeben, weil die Leute halt gestresst waren und dann haben sie das Gefühl gehabt, ja, Leute schicken extra Sachen nicht oder antworten extra nicht und so. Und dabei, ich glaube nicht, dass Leute schlechte Intentions hatten, vielleicht einfach nicht gerade geantwortet haben oder so. Aber ja, so eine Gruppenchat mit 300 Leuten eskaliert schnell mal, glauben wir alle. Welche Fächer muss man gut sein zum Psychologie studieren? Ich würde sagen Englisch. Aber ich gehe jetzt weniger von Fächern aus. Es sind einfach allgemein Sachen, wo man einigermaßen okay drin sein muss. Jetzt nicht, ich meine, nur weil du gut Englisch reden kannst, heisst das nicht, dass du unbedingt im Fach Englisch gut gewesen bist, weil es geht ja um mehr als nur Englisch reden können. Aber ich würde sagen, so Sprachkenntnis, dann eben so Konzentration, Durchhaltevermögen, auswendig lernen, Biologie, vielleicht auch ein bisschen Chemie, Physik, so einfach so Naturwissenschaften basically. Viel lesen, viel lesen, motiviert sein. Ja, vielleicht auch so ein bisschen schreiben, I guess. Also, weißt du, so schreiben, lesen, so im Sinne von, du verstehst auch, was du lesest, auch wenn es ein anspruchsvoller Text ist. So auf wissenschaftlicher Ebene. Ah ja, und Mathe wäre sicher auch vorteilhaft. Stimmt das, dass Leute, die das studieren, selber irgendwann crazy werden? Nein, das stimmt absolut nicht. Wieso würdest du von dem Studium crazy werden? Ich würde sagen, vielleicht wenn du 20 Jahre Therapeut bist, bist du danach irgendwann ausgelaugt oder keine Ahnung, hast keine Zeit gehabt, um dich auf deine eigenen Probleme zu fokussieren und so weiter und so fort. Das sind wahrscheinlich Sachen, die passieren können. Aber was ich meine, wenn ich sage, ja, ich tue das jetzt ein bisschen bekräftigen, der Stereotyp, dass Psychologiestudenten und Studentinnen einfach irgendwie lost sind, ist einfach, weil ich glaube, Leute, die selber dramatische Sachen erlebt haben oder vielleicht betroffen sind von gewissen Sachen, sich auch automatisch dafür interessieren, was kann man machen, dass es nicht so ist, was kann man machen, zum Intervenieren, wie ist das Ganze aufgebaut, wie funktionieren psychische Störungen und so weiter und so fort. So jemand, der schlechte Sachen erlebt hat, ist oftmals auch mehr motiviert dazu, irgendeine Lösung zu finden, dass das anderen Leuten nicht auch passiert. Und darum denke ich, es sind einfach sehr viele Leute an einem Ort, wo je nachdem potenziell Sachen erlebt haben oder irgendwie eine Motivation haben dahinter, wieso sie das machen wollen. Und darum treffen auch sehr viele kurlige Persönlichkeiten aufeinander, wo vielleicht, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe einfach so die Impression bekommen, dass sehr viele Leute genauso sind wie ich dort. So, eben, man hat eine grosse Fresse, man ist so behaupterisch und so. So, alle sind so sehr ähnlich, so starke Persönlichkeiten. Und das ist ein bisschen anstrengend zum Teil, aber es sind alles nette Leute. Wie schaffst du das alles so mit Social Media? Gar nicht, Leute. Das war eben auch mein Punkt. Es war sehr viel dieses Jahr. Und ich habe mich auch einfach bewusst mehr
also mehr Zeit in Social Media investiert, weil ich für mich einfach mehr das Gefühl habe, dass das jetzt gerade das Richtigere ist. Ich sage nicht das Richtigere im Sinne von gesellschaftlicher Norm. Nein, das natürlich nicht. Und auch nicht das Richtigere im Sinne von das andere wäre nichts Richtiges oder irgendwie, es würde mir nichts bringen für die Zukunft, sondern jetzt gerade habe ich einfach sehr viele Möglichkeiten und ich glaube, es wäre blöd, das irgendwie nicht wahrzunehmen. Und das ist auch das, was mir am meisten Spass macht im Moment. Und sorry, ich werde noch den Rest vom Leben Zeit haben zum Studieren und alles machen, was ich jetzt quasi nicht mache und verpasse. Aber das da, wenn ich das jetzt verpasse, was mir actually Spass macht, dann habe ich später vielleicht geschissen und denke mir so, wieso habe ich das nicht gemacht? Wenn du mehr Mühe gegeben hättest, denkst du, hättest es gut können schaffen oder ist Unileben echt so anstrengend, wie alle erzählen? Ich glaube wirklich, also nachdem ich die Prüfungen gesehen habe, das war ja auch so ein Punkt für mich, ich will einfach mal die Prüfungen zuerst mal sehen und erleben und dann kann ich nachher viel besser einschätzen, was ich hätte müssen machen, um das überhaupt anzubekommen. Und im Nachhinein ist es natürlich auch viel einfacher, um zu sagen, ja, das hätte ich ja easy geschafft, weil du weißt ja nie, was dran kommt als Person, die gelernt hat. Aber ich glaube, wenn ich wirklich invested gewesen wäre und so voll in den Hustle reingekommen wäre, dann hätte ich schon die Mehrheit von diesen Prüfungen anbekommen. Ich sage nicht, dass ich alle im ersten Zug geschafft hätte, nie im Leben, zum Beispiel Statistik oder so. Aber so, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht machbar. Es ist fix machbar, wenn ihr das als höchste Priorität habt. Sobald im Privatleben viel los ist oder ihr irgendwie, keine Ahnung, daneben noch 60% arbeitet oder so ein Scheiß, Bro, dann weiss ich nicht, ob ihr das anbekommt. So, man muss wirklich, ich glaube, ein gesundes Leben haben und kein Drama und so weiter. Weißt, ich meine jetzt auch so in Bezug auf Familie und so weiter. Es gibt ja viele Sachen, die einen belasten können, wo du dich dann nicht kannst konzentrieren und anhocken kannst. Das ist eben das Problem. Du musst einen leeren Kopf haben. Du musst sitzen und einfach 5 Stunden nur den Scheiß machen. Und wenn du das nicht kannst und ständig an etwas anderes denkst, dann wird es mega schwierig. Nennt man nur richtig medikamentieren oder wirklich was über die menschliche Psyche? Also, liebe Person, als Psychologin darfst du kein Medikament verschreiben. Das macht ein Psychiater. Ein Psychiater hat Medizin studiert. Wir lernen nichts über Medikamente in dem Sinn. Logisch, du weißt auch Antidepressiva, bla bla, macht das und das, tut das und das im Hirn und bla bla. Das, du weißt, was abgeht, aber nie im Leben lernst du, wie du jemanden richtig medikamentierst. Nicht jemand geschrieben, wie hast du jemals gedacht, dass wirst du durchkommen? Ich mag mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann behauptet habe, dass ich durchkommen. Aber ich finde, es ist fair, von sich selber zu denken, dass man da durchkommen würde. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ja, das schaffe ich eh nicht. Bro, es ist sehr realistisch, das machen ja jedes Jahr sehr viele Leute. Aber ich bin nicht mit dieser Mentalität reingegangen, so, ja, ich studiere Biologie und ich will das fett schaffen und bin nachher fett Psychologin. So, es war mehr so ein Ausprobieren gewesen. Wenn man nicht allzu gut in der Schule ist, schafft man es mit einer BM. Was denkst du? Also, da komme ich nicht raus. Meinst du an der Fachhochschule? Keine Ahnung, Leute, ich komme hier nicht raus, wie man an der Fachhochschule studiert und so weiter und so fort. Also für die Uni würde ich mal stark behaupten, wenn du nicht gut in der Schule bist, wird es schwierig. Aber eben, Fachhochschule habe ich keinen Plan. Okay, und das Letzte, was noch irgendwie spannend ist zum Beantworten, ist, dass ganz viele gefragt haben, wie so ein normaler Tag aussieht. Und eben, ich habe es schon angetönt, so, du hast halt nicht viel zu tun im Sinne von zum Angehen und präsent sein. Also bei mir jetzt normalerweise ausgesehen. Ich bin irgendwie keine Ahnung, wann bin ich aufgestanden? 7:30 oder so. Dann, oder 6:30, keine Ahnung, ich weiss es nicht mal mehr. Ich war schon lange nicht mehr in der Vorlesung. Und dann bin ich auf den Zug, dann bin ich in Basel angekommen. Dann hatte ich irgendwie ab 9:45 Vorlesung gehabt, bis um 12 oder so etwas. Dann, je nachdem, gehst du vielleicht mit deinen Kollegen irgendwo an, wenn du motiviert bist und du hast dort gerade zusammen irgendwie das Zeug lesen und vorbereiten und so, was du machen musst. In meinem Fall nicht, weil ich bin immer heim, weil ich anderes Zeug zu machen hatte. Spoiler, das wird auch sehr viele Leute nerven, wenn du nicht mitgehst. Wenn du so sagst, ja, ich habe anderes Zeug zu tun, weil dann nehmen sie es sofort so auf, als ja, du hast selber nichts zu tun, sondern, also, wisst ihr das so, ich sage, hey, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss heimgehen, bla 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 machen, dann sind sie so, oha, hast du das Gefühl, ich habe nichts zu tun. Aber um das geht es ja nicht. Es geht einfach darum, ich habe keine Zeit, um jetzt hier hocken in Basel. Ich habe nachher noch 40 Millionen Stunden heim und muss daheim noch Zeug machen. Dann, keine Ahnung, dann eben machst du vielleicht daheim, wenn du nicht mit Leuten dort bleibst, machst du daheim noch etwas, idealerweise. Oder machst halt gar nichts. Viele Leute arbeiten noch nebenbei, irgendwo in einem Café oder in einer Bar oder
keine Ahnung, in einem Laden, das muss man auch noch mit einbeziehen. Viele Leute werden nicht von den Eltern unterstützt im Studium. Und dann kommt der nächste Tag und dann machst du genauso weiter. Das ist eigentlich überhaupt nicht crazy. Also du hast wirklich mega viel Freizeit. Okay, Leute, das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Das Thema ist abgehakt. Ja, ihr hört irgendwo von mir schon noch, ob ich die bestanden oder nicht. Aber ich will auch nicht, dass das jetzt ein Top-Thema von mir ist. Ich weiss, ich habe es geteilt, aber ich teile das mit euch, damit ihr Informationen bekommt, wie es für mich war. Und nicht, damit ihr mich nachher irgendwie anfickt, weil ich das Studium nicht fertig mache oder was weiß ich was. So, das ist etwas ganz Eigenes. Ich habe einfach bis jetzt schon mega viele so komische Kommentare dazu bekommen, darum erwähne ich das jetzt. Ich hoffe, es hat der eine oder andere Person ein bisschen mehr Informationen geliefert, als ihr vorher gehabt habt. Und wir sehen uns nächste Woche bei «Hören». Danke fürs Zuhören und ja, auch danke für alle netten Nachrichten immer. Das sage ich gerne jede Woche aufs Neue. Es kommen wirklich sehr viele Nachrichten bezüglich dem Podcast. Ja, ich gehe jetzt mein Red Bull trinken. Tschüssi!